Vor allem aber müssen wir arbeiten, bevor die Sonne untergeht. Hey, Wahnsinn, Radiesli, du bist echt super. Mein Bruder halt. Ohne Widerrede hat der Kalle am Radiesli die Führung überlassen. Sie haben sich wortlos beim Tragen vom 1000 schön abgewechselt. Niemand hat mehr gemotzt, nicht einmal der Kalle. All 4 sind völlig kaputt gewesen. Und dann ist doch noch etwas passiert, wo niemand damit gerechnet hat. Hey, da ist ein Haus. Ey Mann, ey, das ist kein Haus. Das ist eine Jagdhütte. Dort ist auch der Porsche. Oh, das müssen wir genau unter die Lupe nehmen. Aber leislich. Die Jagdhütte ist auf einer Waldlichtung gestanden. Und gerade nebenzu hat es einen 2 Meter hohen Hahn gehabt. Und von dort haben die 4,5 Freunde ein Geräusch gehört. Hey, kann mich mal jemand rauflüpfen? Das muss ich genauer anschauen. Geht's noch? Du bist viel zu schwer. Das soll das Radiesli machen. Ja, aber wenn mich jemand sieht... Sei nicht so eine Weichheit, dir passiert sicher nichts. Komm, ich klopfe dich rauf. In dem Moment ist das Gartentürchen aufgegangen und ein Mann ist rausgekommen. Ah, ein Mörder! Mit einer Maske, mit einem Beil voller Blut! In seiner Panik hat das Radiesli den Mann nicht richtig angeschaut. Sonst hätte er nämlich gesehen, dass das, was er für eine Maske gehalten hat, ein Schlapphut war. Aber ein Bieli hat er wirklich in der Hand gehabt. Nur ist kein Blut daran geklebt, sondern rote Farbe. Der Mann aus dem Kaffee. Da ist die Tür der Jagdhütte aufgegangen und jemand ist rausgekommen, der unsere 4 Freunde bestens kennen. Frau Schulte Strattmann. Achtung, der hat ein Beil. Ja, sicher habe ich ein Bieli. Das brauche ich doch zum Holzhacken. Kennst du die Kinder? Ja, was macht ihr? Wo kommt... Woher wisst ihr? Ja, das ist... Moment, da aussen ist es doch viel zu feister. Die 4,5 Freunde sind ganz durch hinter der Frau Schulte Strattmann zur Hütte gelaufen. Das Schlusslicht hat der Mann mit dem Bieli gemacht. Ja, weisst, das sind Kinder aus meiner Schule. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Bringen Sie uns jetzt um? Ja, was? Wie? Was? Wir verraten auch nichts, ehrlich, ich schwör's. Bist du im dunklen Wald gegen einen Baum gelaufen? Oder was ist los, Kalle? Ach, Liebs. Ich glaube, deine Schützlinge meinen, wir seien in dunkle Geschäfte verwickelt. Ey Mann, ey, aber das sind sie doch nicht, oder, Frau Schulte-Strattmann? Sie und ihre Komplizen, ich meine mal, sind doch nur in den Ferien da. Komplizen? Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich annehmen, ihr spinnet. Es ist doch nur, weil wir uns Sorgen gemacht haben um sie. Und weil sie so gerne nach Haltern fahren, haben wir sie hier gesucht und uns verlaufen. Komplizen? Verlaufen? Also, jetzt längt's mir. Es ist schon an der Nacht und eure Eltern wissen sicher nicht, wo ihr seid. So, kommt, ich fahre euch heim. Unsere 4,5 Helden sind eingequetscht hinten auf dem Porsche Notsitz gehockt und haben zittert vor Angst. Hoffentlich fährt die uns wirklich heim. Wo soll sie denn sonst fahren? Ganz sicher fährt uns die immer weiter in den Wald rein. Da hört man nämlich unsere Schreie nicht mehr.